Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute interviewe ich René Christen. Wir befinden uns in der Prisma-Kirche in Rapperswil-Jona. Und René Christen hat 1996 begonnen, hier mit 50 bis 60 zerstrittenen Gottesdienstbesuchen. Und nach 30 Jahren intensiver Arbeit besuchen heute zwischen 600 und 850 Personen pro Wochenende Anlässe und Gottesdienste in der Prisma-Kirche. René Christen, herzlich willkommen. Merci für die Einladung. Ich habe dein neues Buch «Wirksam leiten, weniger leiden» habe ich gelesen und bald wird eine Rezension von mir erscheinen. Und in diesem Buch beschreibst du 160 Faktoren, die es braucht, damit eine Kirchgemeinde wachsen kann. Meine erste Frage lautet, warum 160 Faktoren? Warum reicht es nicht, wenn wir zum Beispiel sagen, wir beten mehr, wir lesen mehr in der Bibel, wir geben den biblischen Jesus weiter, wir evangelisieren ein bisschen mehr und wir haben ein bisschen mehr Gottvertrauen. Warum sind es nicht 4 Faktoren, sondern 160? Ja, zum ersten Mal die Zahlen, die Größe. Es geht ja nicht nur um Quantität, sondern auch um Qualität. Beides ist Wachstum oder Degeneration und schon nur durch diese Ausweitung, es geht uns zuerst und primär um Qualität und dann auch um Quantität, also um Größe, aber dadurch ist natürlich das Tätigkeitsfeld enorm viel breiter. Jetzt diese 160 Faktoren in diesem Buch, da gibt es hinten alles im Detail aufgelistet, plus auf der Homepage dazu einen Analysetest, der einem hilft, das alles sauber auszuwerten. Da sind es tatsächlich 160 Faktoren. Im Detail, im absoluten Detail, aber diese 160 Faktoren werden in 40 Themen zusammengefasst. Und diese 40 Themen kann man nochmals in 4 Bereiche, wir nennen das 4 Dimensionen, zusammenfassen. Je nachdem, was man liebt, wo man anfangen will, kann man auch einfach mal dieses 4D, 4-Dimensionen-Konzept anschauen oder diese 40 Themen. Und wenn man dann auf den Geschmack kommt, um faktenbasiert kirchliche Gemeinde zu bauen, dann kann man auch mal ins Detail gehen und die 160 Faktoren dazu nehmen. Also je nachdem, wo man ist, wie viel man investieren will. Was mich besonders fasziniert hat an deinem Buch, ist, dass du schreibst zum Komplexitätsmanagement, Komplexitätsbewältigung. Ich habe vielen Pfarrpersonen die Frage gestellt, ja, wie kann man neben allem anderen, was ein Pfarrer tun muss, wie zum Beispiel viele Sitzungen am Abend oder E-Mails beantworten, auch Kasualien, wie kann man effizient Kirchgemeindewachstum oder Kirchgemeindeaufbau betreiben, wenn man schon alle Hände voll zu tun hat. Es geht in Richtung Komplexitätsmanagement. Kannst du kurz deine Thesen zusammenfassen, bitte? Also zuerst mal braucht es einen ganz dringenden Zwischenstopp in dieser Arbeit. Ich kenne das sehr gut, auch das landeskirchliche Arbeiten, wie das ist. Stopp, Pause und das Ganze nochmals neu andenken. Das finde ich zuerst das wichtig, denn die Komplexität ist enorm und wir haben heute mehr denn je noch mehr Komplexitätstreiber, also die Komplexität noch mehr vermehren durch noch mehr Ansprüche, noch schneller, noch professioneller und. Zuerst geht es darum, die Komplexität zu verstehen in ihrem Innenleben und leider fehlt das praktisch komplett im kirchlichen Arbeiten, ob freikirchlich oder landeskirchlich. Wir haben kaum Wissen über Komplexität. Und wenn ich ihr Innenleben besser verstehe, gibt es Tools, ich habe da drin 10 Tools, wie kann ich mit Komplexität besser umgehen, sodass sie nicht bedrohend ist, sondern hilfreich ist. Denn mehr Wachstum, ob qualitativ oder quantitativ, verlangt mehr Komplexität. Es geht nur mit mehr Komplexität. Und sie zu verstehen, Tools anzuwenden, um dann nicht bloß zu delegieren, sondern in einer völlig neuen Struktur ganze Bereiche selbstständig genug zu arbeiten, dass sie selbstständig genug arbeiten können und zugleich intern eine starke Rückbindung ans Zentrum, das ist dann die Kunst. Da wird Komplexität
besser gemanagt, ohne dass sie ständig ins Leiden führen. Deshalb spiele ich ja damit. Leiten und Leiden, das geht ganz schnell vom Leiden zum vom Leiden zum Leiten zum Leiden. So, ja, da soll das helfen. Du hast ein Sprichwort mir vorher gesagt, das heißt, man muss die Komplexität küssen, die Komplexität umarmen. Was meinst du damit? Solange ich mich nur aufrege oder aufbäume gegen die Komplexität und dann kommt immer dieser Satz, das ist zu kompliziert, zu komplex, da habe ich schnell verloren, denn die ist da und die drängt und alles, was ich jetzt weiterentwickeln will im Gemeindebau, bringt das mit sich. Sie zu küssen heißt, ich versöhne mich mit ihr. Ich küsse sie tatsächlich im Sinn von, ich liebe sie. Ja. Weil ich sie jetzt besser verstehe, kennenlerne. Und ich weiß, dass sie ein enormes Potenzial hat, was sie bewirken kann, im positiven Sinn. Ich habe aus deinem Buch gelernt, dass eine Kirche, die eine Leitungsstruktur hat, ein Führungsgremium, dann kann sie auch unterschiedliche kleine Gremien haben, aber diese kleinen Gremien müssen dann auch die Möglichkeit haben, um Probleme am Ort zu lösen, Komplexität zu absorbieren, aber trotzdem braucht es einen Austausch, man braucht eine gemeinsame Vision. Ja, absolut. Die Eigenständigkeit der ganz verschiedenen Elemente in einem kirchlichen Gemeindebau, die Eigenständigkeit ist ganz entscheidend und genauso entscheidend ist das Gemeinsame. Vision, Werte ist schon mal eins, aber das reicht nicht. Es braucht eine Struktur, wo man sich immer wieder trifft als Ganzes. Das ist das VSM, das Viable System Model, das Modell lebendiger Systeme. Wir hatten hier verschiedene Modelle. Mal die klassische Organigrammstruktur, dann die Matrixstruktur und dann kam endlich diese Einsicht in so ein lebendiges System, Viable System Model. Und das hat uns dann sehr geholfen, denn dieses Modell entstand wegen der Komplexität. Okay. Nicht bei uns, nicht hier. HSG St. Gallen ist da spezialisiert und wichtige, gute Fachliteratur. Die entwickelten das, um Komplexität zu absorbieren. Was ist die Stärke dieses Modells? Was ist die Stärke von einem lebendigen Modell? Kannst du das kurz beschreiben oder erklären mit einigen Stichworten? Also ich bringe in meinem Buch hier 12 Vorteile. 2, 3 davon. Es behält ein System lebendig. Weshalb? Weil sie selbstständig genug arbeiten können. Dadurch macht es ihnen mehr Spaß, den Leuten, die dort arbeiten. Sie erleben sich selbst da drin, sie erleben, was dadurch entsteht. Und trotzdem sind sie mit in einem großen Ganzen, in einer Struktur. Wir nennen das 5 Teile eines Systems, System 1, 2, 3, 4, 5. Und die Leute wissen, wo sie sind. Bin ich jetzt im System 1, 2 oder 3 oder 4 oder 5? Und plötzlich hat man eine gemeinsame Sprache, eine gemeinsame Sicht, ein gemeinsames Denken. Wenn das dann noch kombiniert ist mit dem 4D-Modell, also 4 Dimensionen, dann entsteht viel mehr Einheit. Was würdest du jemandem raten, der sehr gerne in einen farbenfrohen Gottesdienst kommt? Wie kann er sich engagieren in der Kirchgemeinde? Wie kann er selber ein Teil sein dieses Kirchgemeindeaufbaus? Das fängt natürlich damit an, dass wir uns präsentieren als Kirche. Welche Möglichkeiten gibt es? Wir machen das mit dem sogenannten Mitarbeiter-Jobmarkt. Das sind dann 2 oder auch 3-mal im Jahr das ganze Foyer mit Ständen, alle, die etwas irgendwo arbeiten und Mitarbeitsmöglichkeit haben, stellen sich vor an einem Stand, ganz einfach gehalten. Das wird dann an 2 Sonntagen aufgebaut. Und man geht durch diesen Marktstand hindurch und merkt, das könnte interessant sein oder das könnte für mich interessant sein. Ich nehme mal da einen Flyer mit und da einen Flyer mit. Und dann meldet man sich über ein Formular, mich interessiert das oder das oder das. Und dann
bieten wir immer eine Schnupperzeit von 3 Monaten an. Schau mal da rein oder mal da rein für 3 Monate. Vielleicht schauen die Leute 2, 3 Orten rein nacheinander. Und dann kommt es zu einer ehrenamtlichen Mitarbeit irgendwo. Dann machen wir immer das Kirchenfenster am Sonntagmorgen, auch ein spannender Zugang. Also wir starten mit einem Song und dann kommt das Kirchenfenster. Kirchenfenster, da stellen wir immer während so rund 5 Minuten irgendeinen Arbeitsbereich vor. Wir nehmen die Leute, die Leitenden auf die Bühne, wir interviewen sie und dann sind genau diese Leute anschließend nach dem Gottesdienst draußen im Foyer am Infotisch, Infodesk oder aber noch einen Stand. Man kann sie ansprechen und so lernt man wieder und wieder praktisch jeden Sonntag eine Abteilung kennen oder wiederkennen und neu kennen und merkt, das würde mich interessieren oder das interessiert mich. Wir haben dann zum Teil auch Jahresvereinbarungen. Wir haben ungefähr 140 Leute, die in der Kinderarbeit mitmachen am Sonntagmorgen und die haben praktisch alle ein Jahr, die verpflichten sich für ein Jahr. Und nach diesem Jahr schaut man für vielleicht hoffentlich wieder ein Jahr. Man kann dann auch aussteigen. Erhalten diese Freiwilligen dann auch ein Mitarbeitergespräch? Ja, ja. Ah ja. Ja. Ja, ja. Was ich so interessant finde, du hast gesagt, die Prisma-Kirche hat momentan 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und aber etwa also mehrere hundert Freiwillige. Ja, ungefähr 600, 650 ehrenamtlich, freiwillig, also nicht entlöhnte Mitarbeiter. Genau. Und das ist eigentlich ein interessantes Miteinander, ja, ja. Dass die eigentlich, das Team eigentlich auch mit dem Freiwilligen unterwegs ist. Ja, du kannst natürlich nur genügend freiwillig, also ehrenamtlich Mitarbeiter haben, wenn du genügend Vollzeit- oder zumindest entlöhnte Teilzeitmitarbeiter haben. Wir haben auch mehrere, die haben 20% und 40% oder 60% Anstellung. Denn nur Ehrenamtliche, das geht nicht. Das braucht Man- oder Woman-Power, die unter der Woche das alles stemmt, organisiert, andenkt, Mitarbeitergespräche führt, repariert in der Technik und. Du brauchst also, das ist ein Verhältnis, das passen muss. Angestellte und Ehrenamtliche. Nur Ehrenamtliche, das ist nur eine Frage der Zeit und dann crasht es wieder. Die Stabilität bringen letztlich die Angestellten mit hinein. Du hast mir vorher gesagt, Delegieren ist nicht genug. Was meintest du damit? Also geht es auch in dieses lebendige System hinein? Oder kannst du das ein bisschen präzisieren? Was bedeutet das? Also nehmen wir jetzt den Jugendgottesdienst. Der ist immer am Freitagabend mit so 140, 150 Jugendlichen. Es gibt noch einen zweiten Jugendgottesdienst parallel am Sonntagmorgen. Und jetzt könnte ich durch ganz verschiedene Gefäße gehen. Nehmen wir jetzt einfach Jugend am Sonntagmorgen parallel zum Erwachsenengottesdienst und der am Freitag. Die sollen, dürfen, müssen selbstständig genug arbeiten. Wir haben eine gemeinsame Vision, wir haben gemeinsame Meetings mit der VSM-Struktur, sind sie mit dem sogenannten S3, das kann ich jetzt nicht erklären, hinein zurückgebunden ins Zentrum, damit es nicht auseinanderfällt. Und dort arbeiten die sehr selbstständig. Das geht sehr weit. Sogar im Budgetprozess sind die mitbeteiligt. Sie machen Vorschläge. Sie müssen das qualifizieren. Das Budget hat, dieser Posten hat Priorität A, B oder C. Und dann am großen Budgettag wird das definiert von der Kirchenleitung. Eventuell einzelne von diesen Abteilungen, die Jugendamt, kommen mit dazu für eine kurze Sequenz. Und dann selbst bei den Ausgaben haben wir ein Tool, müssen die entscheiden, jawohl, diese Rechnung wird freigegeben oder nicht freigegeben. Also ist auch bei den Ausgaben mitbeteiligt. Dadurch entsteht jetzt eine große Selbstständigkeit. Auch das Liedgut, also die müssen nicht fragen, dürfen wir, sollen wir, ist es zu rockig oder zu weiß nicht was. Sie haben ihren Style, ihre Kultur. Anders gesagt, bei uns darf und soll es Kirche in Kirche geben. Ja. Also es gibt natürlich immer wieder ja, es soll doch alle unter einem Dach, in einem Gefäß. Ich sage dann immer, das tönt nach Jeremias Gotthelf. Das war einmal.
Das war einmal. Wenn ihr es gut haben wollt, jung und alt miteinander, braucht ihr auch genügend Gefäße, um eigenständig in der eigenen Kultur, in der eigenen Community sich wohlzufühlen. Da werden wir dann beim soziokulturellen Aspekt vom Gemeindebau, die spielt da stark hinein. Es sind ihre Kulturen, ihre soziologischen Gesetzmäßigkeiten, und das ist okay so. Die gestalten das anders als wir im Erwachsenen. Und wir feiern das. Wir sagen sogar, ihr sollt das, ihr dürft das, ihr müsst das. Und so viable, lebendig. Was ich so interessant finde, du interessierst dich nicht nur für Theologie, sondern auch für Soziologie. Und in diesen vielen Räumen, die du mir vorher gezeigt hast, in den meisten hat es eine Bar, wo man etwas trinken kann. Und das ist ja ganz wichtig für Menschen, dass wir essen und trinken können. Kannst du auch erzählen, du hast mir vorher gesagt, die meisten Kirchen in Europa und in den USA haben etwa plus minus 70 Personen. Und also im Range von 50 bis 90. Und es gibt so verschiedene soziologische Größen und nicht unbedingt theologische Größen. Das fand ich so interessant. Du hast gesagt, das ist auch ein bisschen ein Tabu, weil sehr wenig darüber geschrieben wird. Kannst du bitte diese Grenzen auch nochmal benennen? Also Wachstumsgrenzen, die dann auch eine vertiefte Auseinandersetzung. Also die Soziologie lehrt uns, dass die Leute verhalten sich ungefähr ähnlich bis so zu der 80er, 90er, 100er Größe. Egal, ob das ein Konzert oder ein Familienfest oder Kirche oder was auch immer für ein Verein das ist. Und ab dann verändert sich für die Leute emotional vieles. Für die einen mehr und früher, für die anderen weniger, je nachdem, wie sie geschaffen, gestrickt sind. Im Gemeindebau, und ich komme ja unter anderem von der Gemeindeforschung, der Wachstumsforschung her, da reden wir von dem, was du gesagt hast, ungefähr 70% der Gemeinden so in diesem westlichen, industrialisierten Bereich haben ungefähr 70 Personen, also zwischen 50 und 90. Und dann kommt eine ganz große Herausforderung, das ist ungefähr die 100er Größe. Und die braucht Zeit und Vorbereitung und viel Reflexion und Einheit. Und dann kann sie wachsen bis ungefähr 140. Und dort bleibt sie wieder. Das ist dann ein Spiel zwischen 120 und 160. Leider oft dann so gelebt und gespielt. Man streitet sich wieder und dann sind es wieder nur 120 und dann kommen wieder 1, 2, 3 gute Jahre, dann wächst sie wieder. Die nächste Größe ist dann die 220er und dann so die 350er und dann geht es in 200er Schritten nach oben. Ich konnte das jetzt zweimal mitgestalten, damals in einer anderen kirchlichen Gemeinde, Freikirchlichen Gemeinde, der FEG, und jetzt hier. Und ich konnte genau dieses beobachten, diese Gesetzmäßigkeiten. Ein wichtiges Detail, oft nicht berücksichtigt und kaum beschrieben. Immer bei diesen Schwellen 70, 140, 22 ist zuerst auch ein gewisser Rückgang. Und die muss ich wie in Kauf nehmen. Es sind Personen, für die das nicht stimmt. Das ist aber nicht ein geistliches Thema. Letztlich schon, aber das sage ich nachher etwas dazu. Zuerst ist es eine soziokulturelle Hürde, die ich nehmen muss. Weshalb habe ich gesagt, nicht geistlich und doch geistlich. Nicht geistlich im Sinn von, ich kann diese Schwelle nicht bloß mit mehr Bibellesen, mehr Gebet, mehr Gottvertrauen durchbrechen. Ich muss es breiter verstehen. Ich rede davon ein bisschen in einem Buch und mit meinen Videoclips, parallel zum Buch, kommt da in den nächsten Monaten noch viel mehr. Und trotzdem ist jetzt auch ein geistliches Moment, wenn ich nämlich überlegen würde, Jesus will, dass die Gemeinde wächst. Er sagt, geht hin. Er sagt im Römerbrief, ich warte, bis ich wiederkomme, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Also muss das wachsen. Und wenn ich es so nehmen würde, geistlich im Sinne von Gottvertrauen, Jesus anbetend, danke, dass es weiter wächst, auch wenn es emotional einen gewissen Change in mir verlangt, dann wäre das letztlich top und ist letztlich nur so zu lösen.
Danke vielmals. Kannst du das noch ein bisschen präzisieren, wenn jetzt zum Beispiel ein Pastor oder eine Pfarrperson an dieser 100er-Schwelle ist? Du hast es ein bisschen angetönt, aber was würdest du einer solchen Person raten? Also zuerst muss er für sich selber in aller Stille dahin reifen, will ich das? Im Sinn von, habe ich ein Ja für diesen Auftrag? Es gibt nicht weniger, sondern mehr zu tun. Zweitens, ich muss mir überlegen, wie kann ich dieses Mehr tun, sprich Komplexität, fachlich absorbieren. Mehr tun heißt nicht, ich gehe jetzt für den Herrn verbrennend ins Burnout, sondern ich muss mich vorbereiten. Ich muss ein Denken entwickeln vom Hirte zum Ranger. Ein Ranger hat auch Hirten. Unter sich, mit sich, im Team. Aber genau dasselbe muss jetzt bei der Gemeinde passieren. Sie müssen, und das braucht 1-2 Jahre, lernen, vom Hirtendenken zum Ranger-Denken. Also wir haben nicht bloß einen Hirten, die Gemeinde wird, sondern sind ein Ranger-Komplex. Da hat es plötzlich verschiedene Ansprechpartner und der ursprüngliche Besuch mich nicht, wenn ich im Spital liege, macht nicht mehr das, was er vorher machte, ist ein Umdenken. Das sind so 2-3 erste wichtige Voraussetzungen, aber da kommt auf dem Videokanal Wirksam Leiten noch viel mehr. Das werde ich auch verlinken in diesem Video. Wir haben vorher schon ein bisschen darüber gesprochen. Eben, Gott ist unser Vater und er vertraut uns ja nicht einen Erfolg zu, der uns zerstört. Von dem gehen wir ja nicht aus. Also mit anderen Worten, unser Charakter sollte auch wachsen, dass wir mit dem umgehen können. Also du sprichst einen ganz, ganz wichtigen Punkt an, der ist praktisch null auf dem Radar. Ist ein Tabu. Im kirchlichen Gemeindebau. Wenn wir das Bild der Bibel ernst nehmen, und jetzt reden wir theologisch, Gott stellt sich als Vater vor, wir seine Kinder, Johannes 1,12, wenn wir Jesus Christus bewusst uns anvertraut haben, bewusst angenommen, eingeladen haben. Und wenn ich jetzt streng in diesem Bild bleibe, was auch in anderen Texten permanent vorkommt in der Bibel, Vater-Kind, Vater-Kind, der Vater liebt das Kind, er weint, er leidet mit dem Kind, dann sage ich nicht, und ich lege dir jetzt einen 50 Kilogramm Kartoffelsack auf die Schulter und den transportierst du jetzt in den Keller, sondern ich gebe ihm einen kleinen, 1 Kilo schweres Ding oder 2 Kilo. Und genauso ist das unter anderem im kirchlichen Gemeindebau. Wir gehen das oft zu technisch an und zu wenig beziehungsabhängig. Vater-Kind ist Beziehung. Und wir meinen dann rein technisch, jetzt muss ich das und das und das und das einfach machen und dann kommt es. Und Gott Vater sagt, nein, ihr vertragt gar nicht 50, 100, 150 neue Leute. Das würde euch überfordern. Zu schwerer Kartoffelsack. Deshalb diese Vorbereitung, die ich vorhin sagte, vom Hirten zum Ranger denken. Aber vereinfacht gefragt, wie kann unser Charakter wachsen? Wie kann Gott uns Erfolg gut, anvertrauen? Ja. Es geht nur um eine Frage. Was ist unser Auftrag als Kirche, als Gemeinde? Was ist mein Auftrag als Teil, als Besucher, als Mitglied einer Kirche, einer Gemeinde? Ich bringe das da drin, unter dem Stichwort Vision, Werte, bringe ich 17 Bibeltexte, die oft genutzt werden in Kleingruppen oder ganzen Kirchen, um gemeinsam zu definieren, was ist eigentlich unser Auftrag aus Gottes Sicht? Bis ich merke, er meint tatsächlich das, was wir im sogenannten Missionsbefehl zusammenfassen. Geht hin, macht zu Jüngern, taufet sie, lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Ich bin dann schon mit dabei, bis am Ende. Und wenn ich das sehe, diesen ganz, ganz ursprünglichen Auftrag, merke ich, er will, dass sein Leib gesund wird,
gesund sich entwickelt, gesund wächst. Er will das. Es ist Auftrag von ihm an uns. Und ich musste oft, und auch heute stelle ich ständig die Frage, wenn die Leute irgendwo herummecken und irgendetwas wieder demontieren, was ist der Auftrag? Ist es denn der Auftrag, dass ich mich genau nach meinem Gusto permanent wohlfühle? Oder könnte es der Auftrag sein, dass ich mitreife, mitwachse, weil, wie wir das hier auch letzten Herbst erleben, plötzlich 90 Leute im Alpha-Life-Kurs haben. Dabei sind ungefähr 30 Begleitpersonen, also aus den eigenen Reihen, aber es sind immer noch viele neue. Und jetzt sehe ich auch in den Mitarbeitern, selbst bei den Kids, schon erste Mitarbeitende aus diesem Alpha-Life-Kurs. Und das Interessante, die nehmen jetzt für den nächsten Alpha-Life-Kurs wieder ihre Leute mit. Also das geht dann plötzlich exponentiell los. Ich würde spontan sagen, unser Charakter wächst, wenn wir in der Liebe zu Gott wachsen, in der Liebe zum Nächsten und auch in der Selbstannahme. Du hast gesagt, die Gottesbeziehung ist ein Beziehungsgeschehen und ich würde diesen Aspekt der Liebe auch noch reinnehmen. Nicht nur Auftrag, dass Gott uns einen Auftrag gibt, sondern dass es eigentlich um Liebe geht. Also vereinfacht gesagt. Absolut. Ja. Absolut. Alles, was wir hier reden, hat so viele Schichten, aber wenn ich das weiter aushole, genau so. Also, ob das Stichwort Liebe ist sofort das Nächste neben dem Auftrag. Die Leute fragen mich öfters, ja, warum macht ihr das so? Warum diese auch zeitgemäße Musik und. Muss man das? Und wir sagen dann, aus Liebe zum Nächsten. Interessant, in der sogenannten Mission, das kennt man heute nicht mehr so, also die klassische äußere Mission in Afrika und Südamerika und wo immer, da kannte man noch das Vokabular von Eingeborene. Und man ging hin, der Missionar ging hin, lernte Sprache, lernte Kultur und arbeitete dann innerhalb dieser Kultur aus Liebe zu diesen Menschen. Wir haben heute längstens Eingeborene unmittelbar außerhalb des Kirchengebäudes. Und aus Liebe zu ihnen gehen wir auf sie zu im Sinn von, wie sind sie, wie denken sie, wie können wir ihnen das Evangelium lieb machen? Das Evangelium inkulturieren. Ja, sehr schön gesagt. Inkulturieren. Und dann komme ich komme genau zu diesen Begriffen dann. Auch breit theologisch abgeschüttet. Aus Liebe zum Nächsten frage ich mich, Jesus, was ist mein Auftrag? Auftrag, Liebe, das kombiniert sich dann ständig. Interessant. Kannst du noch etwas erzählen zu deinem Gesamtkonzept? Du hast dieses Buch verfasst, du machst Videos auf YouTube und deine Homepage. Ja, im Video Nummer 1 erkläre ich das an von verschiedenen Kreisen. In der Mitte ist für mich das Buch, weil das ist das verlängerte Tool, da ist vieles drin. Und jetzt da dran, der nächste Kreis, ist die Homepage www.wirksam-leiten.ch oder .de. Da findet man schon etwas mehr. Da findet man 20 ersten Seiten als Probelesen. Dann, wie gesagt, der YouTube-Kanal. Da gehe ich jetzt noch mehr auf kirchliche Gemeinde ein. Kirchliche Gemeinde leiten, das ist einfach mal ein Toolbox für Kirchengemeinden und auch Unternehmen. Ich berate auch Unternehmen, säkulare Unternehmen. Und da geht es dann ganz stark um Entwicklung, um lebendige Entwicklung, besonders auch die Wachstumsgrößen und Schwellen, weil da ein Riesendefizit ist. Dann mache ich Beratungen, also Coachings, Beratungen und Seminare und Referate. Und das ist dann so ungefähr das Angebot, das Gesamtprojekt. Also die Clips brauchen jetzt noch etwas Zeit. Du hast gesagt, du stehst auch bereit für Coaching, wenn eine Kirchgemeinde das wünscht. Kann man auf dich zukommen, du bietest auch Online-Coaching an. Ja. Wenn jemand diese 160 Faktoren auch auswerten möchte mit dir, stehst du für das bereit? Ja, da gibt es ein fixes Paket, also im Sinn von, das kann ich bieten zu dem Preis und so weiter.
Und das hat jetzt angefangen und die Resultate sind hochspannend. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann leite es bitte weiter und abonniere unsere YouTube-Kanäle @wirksam-leiten und @michael-freiburghaus. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Kirchgemeindeaufbau.